Ja, Herr Selmanoglu hatte Wirtschaftssanktionen, weshalb? Ich verstehe das nicht. Damit man Druck ausübt auf die Regierung. Warum Druck? Ich sag Ihnen warum. Aus welchem Grund? Aus dem Grund. Was hat Ihnen die Türkei, was hat Ihnen Erdogan angetan? Sie müssen diese... Es geht um Menschenrechte. Das scheint Ihnen nicht ganz klar zu sein, was Menschenrechte sind und was ein Rechtsstaat ist. Mir ist ganz wohl klar, was Menschenrechte sind. Und ich bin mir auch sicher, dass in der Türkei die Menschenrechte eingehalten werden. Wir haben, möchte man das nicht verstehen? Es ist ein Jahr her. Wir haben einen Putschversuch hinter uns. Wir werden angegriffen von 3 verschiedenen Terrororganisationen. Ja. Tagtäglich explodieren Bomben. Die Menschen blicken in eine unsichere Zukunft. Die Türkei, wie schon gesagt, ist nicht Finnland, ist nicht Schweden. Natürlich muss der Rechtsstaat eingehalten werden. Aber die Türkei, also außerordentliche Zeiten erfordern außerordentliche Maßnahmen. So wie beim Patriot Act es so war. Da hat auch niemand gesagt, als in Amerika die Bürgerrechte aufgehoben wurden. In der Türkei, dieser Ausnahmezustand ist ein Ausnahmezustand ultralight. Jetzt muss ich Sie doch unterbrechen, und zwar aus einem Grund, weil dass Sie sagen, wir brauchen überhaupt keine Reaktion von der EU oder Deutschland, ist klar. Wir brauchen nur Verständnis. So, genau. Um zu deeskalieren. Aber die Frage, sonst schaukelt sich das doch gegenseitig so. Das ist die Frage. Das ist die Frage, die ich... Von der Wortwahl. Kommen wir zu der Wortwahl. Wir reden über ein Land, das in dessen Süden ein Krieg tobt, wo Kämpfer tagtäglich rüberkommen, Anschläge verüben. Ich sage, allein in den letzten 2 Jahren sind 1211 Menschen bei Terroranschlägen gestorben. Das ist 4-mal so viel wie in Gesamteuropa. Das türkische Volk ist schwer gebeutelt von diesen Anschlägen. Wir haben eine Sekte, die den Staatsapparat unterwandert hat. Die Gülen-Bewegung. Die Gülen-Bewegung. Wir haben einen Putschversuch, bei dem 249 türkische Bürger gestorben sind. Ich finde es so absurd. Das Volk in der Türkei, auch die türkische Regierung, erwartet eine Partnerschaft von Europa. Wir erwarten Hilfe von Europa in der Situation, in der wir sind. Jetzt nach dem Putsch und jetzt nachdem so viel Terror in unserem Land geschieht, erwarten wir Solidarität. Genauso dieselbe Solidarität, die auch unser damaliger Premierminister Davutoğlu in Paris gezeigt hat, nach den Angriffen auf Charlie Hebdo, nach den abscheulichen Angriffen. Genau diese Solidarität erwarten wir. Und jetzt sehen wir, dass unsere Freunde darüber streiten, ob sie uns zuerst isolieren sollen oder ob sie uns zuerst den Geldhahn zudrehen sollen oder ob sie mit uns die Beitrittsgespräche. Genau dieser Ton ist es, was die Situation zum Eskalieren bringt. Aber eigentlich versuchen viele, die Erdogan angreifen, mehr oder weniger auch den Islam anzugreifen. Das ist das Problem. Man sieht in Erdogan den Islamisten und indem man auf Erdogan schlägt, schlägt man auf den Islam ein. Das machen sehr viele. Bei Rutte hat es funktioniert, das hat ein paar Pünktchen gebracht. Das hat dort funktioniert, das hat ein paar Pünktchen gebracht. Aber in Deutschland eigentlich, wer damit Wahlkampf macht, ist die AfD. Und dieses ganze Türkei-Bashing und dieses ganze gegen Erdogan sein, das wird der AfD in die Hände spielen. Das wird ein böses Erwachen geben.